Daniel Galay, ein Mensch, was ist bekannt auf der jüdischen Gast, sei wie jüdischer Dichter, sei wie jüdischer Musiker, was hat nicht lang zurück bekommen den Preis vom Premierminister. In euch wie gesellschaftlicher Tour, in der Tour sei, in jüdisch sei, in Politik wollte ich gesagt. Ja. Das ist euch der Strich von seiner Biografie. Es glaube, das erste Unheben von der jüdischen Tätigkeit sei wie jüdisch Tier in Beit Levi, ein Vorsitzender von der jüdischen journalistischen Branche, in euch wie ein Musiker. Wo ist der Matzefester in Beit Levi? Wir haben schon von langem nicht geredet wegen dem. Wir führen eine reguläre Tätigkeit. Wir haben Jiddisch Limudim, 3 Klassen. In dem Jahr haben wir geöffnet eine 3. Klasse. Das sind mitteljährige Menschen, gewisse junge Menschen, welche wollen sich lernen die Sprache. Jeden Freitag haben wir eine Kabbalah Shabbos. Jedes Mal gewidmet zu einer anderen Themen. Wir machen eine Präsentation von einem neuen Buch, ein Gast von Ausland. Wir lehnen vor von den neuen Schaffungen von unseren Schreibers. Wir führen euch an der erzieherische Tätigkeit von Kinderwelt. Der Keller ist gewidmet die Kindertätigkeit. Und im Jahr haben wir angemacht mit der Künstler, Malerin, was gibt Klassen dort. Sie kommt nicht von der Welt von Jiddisch, von jeder Talmidim euch nicht, aber unser Verlag ist, sie sollen sich euch beziehen zu Themen von unserer Literatur. Und sie will es, sie ist kein Verlag. Im Moment, dass wir jetzt dort in Vilnius, ist es eine natürliche Sache. Und wir wollen weiter angehen mit Jiddisch Limudim in der Tel Nordo Schule. Das ist eine Elementarschule, eine Schreinesdicke Schule, wo der Direktor und die Lehrerin haben sich überzeugt, also das ist gut für die Kinder, für die Gesellschaft, das ist ja der Gleichung, weil alle Eltern müssen Masken sein, verständlich auch der Direktor, also das ist eine Tätigkeit, was geht dann 3 Jahre von Lernen in der Schule. Wir haben ein Klezmorim-Konzert einmal im Jahr und so im Dezember wollen wir haben ein großes Festival. 3 Tage gewidmet jiddischer Poesie, auf Jiddisch, auf Hebräisch und viele andere Sprachen. Und das ist eine neue Sache. Nein, das ist zum 2. Mal. Ich verstehe, aber es ist eine neue Sache, wo es früher nicht gewesen ist. Bei Fahrtieren sozusagen. Also ein Jahr zurück haben wir es gemacht. Sie gewinnen noch einmal mit 3 Sessions. Das Mal ist es 3 Tage und die filmische Gruppe sind da gut bekannte Menschen von der hebräischen Literatur, welche haben einen größten Respekt zu der jiddischen Literatur. Und wir bringen Übersetzungen auf Deutsch, auf Italienisch, auf Französisch und andere Sprachen, auf Chinesisch, von Jiddisch und einmal von Hebräisch auf Jiddisch. Und das schafft eine Bewegung von Interesse. Das ist eine natürliche Sache. Also Jiddisch lebt zwischen Sprachen und das Publikum, das wird kommen von verschiedenen Richtungen. Nicht nur Jiddisch-Liebhabers, sondern auch Menschen, die haben Literatur. Der Gesang, wir haben 2 Konzerte, es kommen etliche Musiker von Kanada speziell und wir haben gekriegt die Stütze von dem Äußerministerium, von dem Kulturministerium, von Mifal Abais, das ist die Lotterie, was stützt Kultur und Erziehung, und Tel Aviv Stadtrat, der Verfilmung ist durch in Beit Ariela. Es ist eine gewaltige Dergleichung. Also solche wichtige Institutionen verstehen, als das ist gut für ein allgemeines Publikum. Es ist bestimmt vergnügend zu hören, was Bichlal, es ist eine Tendenz zu verstehen, als Jiddisch ist ein integraler Teil von der allgemeinen israelischen Kultur. Nicht wie es gewesen früher nur Monokultur von Ivrit, also Hebräisch und so weiter. Und ich weiß, dass lange Jahren ist, bis die gewähnt mit Asamin, unhängig von Asamin, hereintrachten sich in das Problem von Jiddisch, von der Höhe, von dem allgemeinen Leben in Israel. Ja. Mir interessant, in Meschach von Jahren, wir kennen sich schon über 10 Jahre, schon mehr. Sie ist du etwas eine Evolution in deine Gedanken in dem Gebiet, in der Richtung. Wenn es lebt nur in Jiddisch,
und es ist eine große Sache in Jiddisch, hat nicht ständig den Willen, den Cheshek und die Praktik zu verspreiten weiter und weiter. Ich gehöre zu die, welche schon lange Jahre, mehr als 20 Jahre, proben zu verstehen die Funktion, was die jüdische Kultur kann spielen in der hebräischen Gas und in der israelischen Kultur. Also die ganze Zeit sind da Änderungen, neue Artikel, neue Gedanken. Was ist der Gedanke von der ethnischen Revolution? Auf Hebräisch nennt man das auch wegen Eidot. Und ständig die Eides, ja, auf Jiddisch Eides. Und in allen Fällen ist es in einem negativen Sinne, Kimat. Von Zeit zu Zeit auch ein bisschen, wenn es mir redet von Folklore, wie eine seitige Seite, ist ein bisschen positiv. Du hast gesagt, dass wir Mono in einem diktatorischen von Neuem Marok. Unsere These in dem Moment, was wird definiert, sehr klar und es trifft sich nicht an, mit keiner Schulgegnerschaft, ist, als im Moment, wenn alle Ethnosen, Mizrachike Jiden und Sfardische Jiden und Aschkenazische Jiden, was spielen, welches ist Rolle im Leben von Israel? Muss man tun, das Leben, du faktisch. Ja, im Moment, wenn die verschiedenen Edes wollen betrachten, sehr Kultur Jerusche, es ist ein Bestandteil von der Kultur von Israel, hat man alles gelesen, im Sinne von Identität. Derweil, schon 100 Jahre, ist da ein tiefer Problem von Identität. Wer sind denn die Israelis? Wer so erzählt mit den Neidern? Es ist alles kompliziert, es ist alles chaotisch, sprachlich, mischpochedig. Im Moment, wenn wir sagen, also wir kennen einen Israeli, reden Hebräisch, dienen Militär, seine Teil von der hebräischen Kultur, von den Weiten over und so weiter. Und wir kennen auch seinen Teil von der Breite dieser Kultur in Europa und anderen Kontinenten. Dann haben wir Eid, wie ständig sind gewesen, mit sehr Angehörigkeit zu sehr Keiles und durch sehr Verbindung mit anderen Keiles sind gewesen auch Weltmenschen. Sie haben gar kein Interesse, was es kommt vor in der Welt. Wir wählen also nicht so, das ist ein Punkt dieselbe Sache. Als Jeden soll sein Israeli und so in vielen sehr Angehörigkeit zu der jüdischen Geschichte, Kultur, Sprachen und demnach werden wir so stärker Idee, sich zu vermessen mit den gewaltigen Drucken, was sind einzutun auf Medinas Israel und auf der jüdischen Welt in allgemein. Amol das Jiddisch gewinnt, wie du weißt, eine Verbindungssprache. Nicht nur Sprache, nur ein Schettach, wo allem sich gefühlt heimisch, ja, über der Welt. Die Zeiten sind weg. Aber von deswegen, als Schmolbrickel auf dem Untergrund von Globalisation, von einer Seite die größte Welt und die zweite Seite oder der kleine Medinas Israel. Und wir so kennen, sie können Jiddisch auf dem Schettach für die Jiddisch-Tier in Israel, in die Jiddisch-Tier, wo sie du in den Twutzes, wo es wohl gekonnt sein, wo es wollten sie gekonnt öffnen, in dem Brat, wo es die erst... Ja, das ist so. Aber es kommt nicht der Moment, als man redet, oh, was vereinigt uns? Und wenn im Moment Menschen sagen, sie tun eine aschkenazische Kultur, etwas was vereinigt, damit von Australien, von New York, von Israel und so weiter. Und wir sorgen von Kium, erstens von Kium, dem physischen Kium, dem kulturellen Kium, unsere Religion, unsere Weltlichkeit, dem wollt man solche Begriffe, was automatisch vereinigen sie. In Israel leider, euch das Sache, die schießen Meure für diesen Begriff, und wir dürfen Gäuver sein, als solche Meures Pachat. Dank, Daniel, ich meine, als du hast sehr interessant erklärt die Sachen und wir wollen noch mit dir gesprochen wegen dem, wegen anderen Themen. Sehr gut.